Oh Mann, Leute, habe mir noch etwas zugemutet. Willkommen zurück, Kingdom Hearts Final Mix und so. Wir könnten das Spiel eigentlich schon abschließen, aber ich hatte die doofe Idee, zum Hades Cup zu gehen, der hier stattfindet. Und es gibt nachher noch einen Cup und so und ich kam drauf, weil ich wegen den Ansem-Berichten geguckt habe. Die Ansem-Teiler, wir haben ja ein paar schon, kann man so sagen. Ansem-Berichte. Kann so viel schon mal sagen, 2, 4, 6 und 8, ich glaube auch sogar 10 kriegen wir in der Bibliothek in der Holobastion, nachdem wir Kairi gerettet haben. Ist bereits getan, also kann ich es jetzt bereits holen gehen. Und es gibt noch 2 Stück, also eins, oder ich glaube sogar 2 sind vom Spiel her abhängig, also vom Story-Modus halt abhängig. Und 2 weitere gibt es hier. Ja. Okay. Ich versuche mal mein Glück. Oh, fucking ernst. Der Hades Cup. Na, durch einen weiteren Save-Slot. Na, Kumpel? Gibt noch Fragezeichen, Körper, leck mir doch am Arsch. Kann ich den eigentlich schnell machen? Ne, kann man nach 3 Folgen nach, so heikel. Was? Soll ein erster Gegner sein, hä? Wieso fragt er mich so etwas? Kann ich nicht direkt mit Platz 1 loslegen, wäre es ein bisschen kürzer. In der Kürze liegt doch die Würze. Ja, natürlich nicht. Och, ernsthaft. Ja, und natürlich auch schon unsere ganze Magie verbraten für den Platz 49. Alter. Okay, ich sag's mal so, Leute. Natürlich werde ich mein Bases geben, ne, ist ganz klar. Aber wenn ich merke, das dauert zu lange. Und vor allem, es bringt mir von dem her, sag jetzt mal, nix. Ja, ich meine, klar. Es wäre für die 100% und so. Aber es bringt mir storytechnisch jetzt nichts und es wäre nice to have. Dann würde man halt echt überlegen, dass ich entweder halt die Zwischenstufen, wie wir es jetzt hier haben, so eben so die Ränge, keine Ahnung, aber wann wird es spannend? Zwischen 5 und 50, also die halt immer offscreen machen würde. Außer das Spiel erlaubt einem das zu skippen, weil er hat gerade gesagt, wo willst du beginnen? Platz 40, na, ist es für mich, oder ich hoffe, dass das auch mal skippen kann. Wegen, hey, ich will ja schon vorher starten, wenn ich sobald ich irgendwie jetzt einen Rang besiegt habe. Wie zum Beispiel jetzt. Könnte ja theoretisch sein, Freunde, wa? Dann wäre es nur was anderes. Ich muss sogar ganz ehrlich überlegen, ich will eigentlich, wenn es geht, das Spiel relativ schnell abschließen. Jetzt nicht nur, weil noch andere Projekte auf mich warten, sondern eben auch, ich will die ganze Kingdom Hearts Serie zocken und ja, jetzt nicht bei jedem Kingdom Hearts Teil da auf Teufel komm raus alles machen und mit jedes Projekt in die 100 Parts hat, jedes Spiel. Da wäre schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Toll! Oh Mann, da bin ich eigentlich schon so stark und irgendwie ist ihm noch alles ein Arsch. Rafugi! Was das für ein Fight sein sollte, kein Schimmer. Yuffie! Geht schon?
Ernsthaft? Kann man ihm überhaupt ausweichen? In den Arsch gestochen. Sag mal. Nein! Ernsthaft? Die macht schon ein bisschen viel Damage, kann das sein? Willst du mich verarschen? Das kann ich jetzt nicht nach vorne springen. Oder was soll denn das überhaupt, die Auswahl, der Platz 50? Das ist gleich wie vorhin. Hä, jetzt irgendwie plötzlich noch einen Rang dazu? Also noch einen Gegner dazu, weil im Vor waren das ja die Gegner auf Platz 49. Oh Mann, ich will nicht meine ganzen Items hier für so einen Köpfer brauchen. Und das mit Yufis irgendwie auch. Ja, ich guck mal, wie weit ich komme, Leute. Und je nachdem, man dann noch irgendwie Bock hätte oder so, dann sage ich vielleicht sogar schon, nee, komm, lass mir den Hardescape bleiben, wo er ist. Da muss ich mir doch leider ganz ehrlich sagen, er ist mir nicht so wichtig. Gell? Also hier Hardescape oder einen anderen Fragezeichen-Curb, der halt danach kommen würde. Wobei, das wäre halt ein super Training, aber will ich hier echt so lange trainieren, bis ich halt alles fast schon problemlos machen kann, nur, ja, damit es eben einfacher geht. Wir dann zwar alles komplett haben, dafür irgendwie auch der Endboss-Fight irgendwie lame wäre. Ist ja eigentlich nicht mein Ziel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja, EO macht schon einiges einfacher. Ich frage mich natürlich, wie die Stufe 3 sein wird. Ob er einfach noch mehr Damage reinhaut oder wie darf ich das verstehen? Ja, Goofy freut sich zu Recht. So, da kommt jetzt 47. Die Spinner. So sehen sie auch aus. Rufen darf ich ihn nicht ran, Turnier. Also vermutlich nicht. Ich kriege ein bisschen zu wenig Magic leider bei solchen Gegnern. Gut, der macht sowieso nicht viel. Wenn er schon wieder so nette kleine Freundin war. For Daisy! Hey! Also 44, wo ist mir der 45 hin? Na egal. Egal, mein Shield blockt sogar ihre Angriffe ab. Jetzt habe ich mein Autoblocken nicht immer wollte. Mann, ihr wollt gerade abblocken.
Die machen echt verdammt viel Schaden, dafür es eigentlich Platz 44 ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Genji-Schild erhalten. Krass. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Gegner, die ihnen nachkommen, nicht unbedingt stärker sind, sondern einfach halt ja, ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Wie es gewohnt ist. Das sprich, dass alle Gegner hier, egal welchen Platz sie sind, alle auf dem gleichen Level sind. Goof ist gleich wieder down. Das ist nicht cool. Er freut sich. Was? War das hier echt das Loser-Zeichen? Goofy. Ach du Scheiße, kommt der jetzt schon? Der große böse Wuffi kommt jetzt schon. So, will zumindest die Dinge hier platt machen. Weil die echt nervig sind. Immerhin werden sie wieder geheilt. Die dunkle Liga. Jo, ich halte mich raus. Tschüss. Mann, wieder so ein scheiß Flammenwurf. Ja, ohne Magie ist echt scheiße. Wenn man so sagen darf. Fail! Mega fail! Oh. Ah, das Viech ist ein Behemoth! Wow! Alter! Wieso kommt das Vieh jetzt schon wieder? Du bist nicht mehr ganz sauber, Freundchen. Alter Hades-Köp. Mhm. Mann, dafür mal durch. Ach, der Quatsch wieder. Aua! Ja, Leute, das wird gerade richtig hässlich hier. Nein, ich wollte gerade... Okay, zum Glück hat er einen scheiß Shield noch gemacht. Hey, ich glaube, sonst wäre er down gewesen. Donald ist zwar schon wieder down, aber es geht ein anderes Thema. Komm schon, geh in die Knie. Alter, wie kann nur so pervers viel KP haben? Und vor allem, wieso trifft er immer? Was bist du für eine kranke Sau? Oh.
Soldat, der ein Schild anhabe. Der einfach mal gar nichts bringt. Aber geht seine verdammte KP-Anzeige auch mal runter? Danke, Donald. Puh, das war knapp. Ich bin halt aufgegangen. Kann es sein, dass der Typ hier ein bisschen mehr verträgt als der andere, den wir gerade noch in der Holobastion platt gemacht haben in der letzten Folge? Könnte ich aus irgendeinem Grund ausweichen. Frag mich nicht, warum. Hä? Okay, im runtergefallen, obwohl gar nichts passiert ist. Ein Horn leuchtet, das ist nicht gut. Wow, hab grad geblockt, hat nichts gebracht. Was auch schon gefragt ist, vielleicht besser wäre einfach drauf zu bleiben. Auf seinem Rücken. Denn der kann er mir entzücken. Ne, mehr halt, damit er mich halt da nicht immer wieder runterfalle. Ich warte einfach mal, wa? Die machen das schon. Aua. Sicher ist sicher, weiß man, was er noch von der Scheiße auspacken wird. Ja, Behemoth ist das also, okay. So, nehmen wir schon mal den letzten KP-Anzeige. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe mich jetzt wieder getroffen. Och nö. Und den Angriff kann auch, interessant. So. Gelb, nachher kommt grün, also haben wir ihn glaube ich gleich. Jetzt bin ich runtergefallen, warum? Also ganz ehrlich, das ist bloß der 10. Das 10. Nach 10 Gegnern quasi, ich sage jetzt mal der erste Zwischenboss. Vielleicht heißt ja, wenn ich den besiege, dass er dann quasi, wenn ihr nochmal anfangen will mit dem Hades, dass er dann von vorne anfangen kann. Also nicht von vorne anfangen muss, mit Platz 50 und bereits mit Platz 40. Und in diesem Fall auch mit Platz 39 nach Behemoth loslegen kann. Das wäre eigentlich geil. Okay. Ist die Blitze gerade nur in der Nähe, oder? Bin noch ein bisschen unschlüssig. Hallo? Mann, du Pseudo-Ganon! Mach dich jetzt nicht irgendwie so fett, als du bist. Ich bin runtergefallen. So, meine letzte KP-Leiste. Nee. Eigentlich hat er keine Bedeutung. Ich glaube, er nimmt einfach irgendwie diejenigen, die bei ihm am nächsten sind, aufs Korn. Egal, wo sie gerade stehen. Da ich jetzt gerade halt bei ihm stand, hat er auf mich gezielt, vorhin halt nicht. Da hält der viel aus und ich ziehe ihm so wenig ab. Ich könnte eigentlich, Goofy ist mir eine große Hilfe. Donald eher weniger. Wir helfen trotzdem auch. Wir sind ja ein Team.
Ein Team. T-E-A-M. Toll, ein anderer macht's. Super Abkürzung, wa? Sind das schon wieder runtergefallen? Wie scheiße, wa? Ich will mich echt nochmal verarschen, wa? Warum Donald? Ich habe keinen Plan. Ich dachte, vielleicht wäre es eine coole Idee. So, können wir bitte mal raufhauen. Goofy, du darfst ruhig mithelfen, ja? Nein, da geht's nicht. Mann! Was? Will er nochmal hochkommen oder was? Alter, ist der nervig. Feierabend. Die Kraft der Kälte erhalten. Eisrad sogar Eisgar weiterentwickelt. Ach so, kriegen dann die restlichen Stufe 3 Dinger. Oh. Das wird viel freundlicher, krass. Okay, der Part ist vorbei, Freunde. Eigentlich will ich noch ganz kurz was gucken. Lass mich jetzt mal killen. Bin sowieso gar nicht voll aufgehalten gerade. Hä? Ach klar, das ist nur bei Donald und Goofy. Wenn sie in K.O. sind und ich am Schluss noch gewinne, dann werden sie voll geheilt. So. Aha. Donald hat keinen Bock drauf, dass ich verliere, wa? Eigentlich sind die Feuergegner ja relativ einfache Gegner. Das ist ja so. For Daisy, ja. So. Da kommen wir jetzt zu Platz 38. Die Eiszapfen. Ich gebe es einfach mal so lange, bis irgendwie Don und Goofy K.O. sind und dann lassen wir mich auch sterben, weil ich eben dann wissen will, ob wir dann das nächste Mal, weil wir Behemoth bereits platt gemacht haben, schon irgendwo weiter vorne starten können, bereits mit 39 im nächsten Mal. Ob es die Option überhaupt gibt, weil ansonsten sehe ich den Sinn dahinter nicht, wieso ich da auswählen kann. Startplatz 50? Nee, lieber nicht. Hä? Und ganz ehrlich, ich müsste irgendwie hier wieder rauskommen, von vorne aufhören. Warte mal, weitermachen. Ich mach mal so aufhören. Ich will mal gucken, ob ich jetzt so direkt weitermachen könnte. Platz 40 heißt direkt wieder Behemoth oder was? Hm. Er klingt zumindest schon besser, als ich zuerst gerade dachte. Okay, das heißt, nächster Part dann machen wir mit dem Cup weiter. Im Hades Cup. Ich werde mal dann offscreen doch mal noch kurz die Regeln mal recherchieren, wie das echt ist. Ob das jetzt nur so ist, weil ich jetzt gesagt habe, hey, aufhören. Wenn wir nochmal rauskommen zu speichern, oder ob es generell so ist, weil ich halt einen der Zwischenbosse nach in 10 in diesem Falle und nach 10 Ebenen platt gemacht habe. Dass ich dann halt diese 10 Ebenen überspringen kann. Wäre eigentlich ja cool, war, weil dann wäre der Hades Cup doch nicht so unfair, sag ich jetzt mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.